Ja, herzlich willkommen in der Churchbox. Ich habe tatsächlich zwei ganz spannende Gäste heute Morgen bei mir, und zwar die Ruth und den Johnny. Herzlich willkommen hier in der Churchbox. Schön seid ihr heute da. Wir haben ein mega spannendes Thema. Heute sprechen wir über Entdecke Gott. Entdecke Gott ist ein Kurs, aber es ist eigentlich mehr als ein Kurs. Es ist nämlich so ein richtiges Abenteuer des Glaubens, wo du einsteigst in 10 Wochen, wo du einfach eintauchen kannst. Was ist denn das mit diesem Glauben? Was hat es da auf sich? Wie kann ich Gebet erleben? Wie kann ich Gott wirklich erleben? Du darfst Fragen stellen, du machst das in Small Groups, eine mega spannende Zeit. Und ich tauche heute mit euch ein bisschen ein, ihr beiden, wie ihr das so erlebt habt. Ihr wart beide beim Entdecke Gott Kurs mit dabei. Und Ruth, erzähl uns mal ein bisschen, was hast du da erlebt? Was war so vielleicht ein paar Highlights für dich aus diesem Entdecke Gott Kurs? Ich habe viel entdeckt in diesem Entdecke Gott Kurs, habe das aber nicht erwartet. Ich bin eigentlich nur dorthin gegangen, weil ich Leute kennenlernen wollte und eventuell eine Small Group. Und dann hat Gott mich und auch die Frauen total überrascht. Ich war so überrascht, dass das so konkret und sensibel war. Gott hat zu uns gesprochen. Es war nicht theoretisch. Das hat mich sehr angesprochen. Und ich war in dieser Zeit gerade in einer Krise. Ich konnte nicht schlafen, hatte viele Tränen. Und Gott hat mich so konkret angesprochen. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Hey, das klingt sehr spannend. Ich werde gleich noch ein bisschen eintauchen bei dir und noch ein bisschen nachfragen. Und ich möchte auch Johnny noch fragen, du warst auch im Entdecke Gott Kurs. Erzähl mal, wie hast du das erlebt? Was war so, wie muss man sich das vorstellen dort? Ja, man kann sich so vorstellen, man geht dorthin mit der Erwartung, Gott zu finden, und man kann ihn auch finden. Also ich habe ihn gefunden. Wie hat das bei dir ausgesehen? Was Bei hast mir? du erlebt? Erzähl uns mal ein bisschen, vielleicht ein, zwei Dinge, die du, wo du wirklich Gott erlebt hast in dieser Zeit. Also während dem Kurs, also nicht währenddessen, aber während dieser Zeit, denn es geht 10 Wochen lang, hatte ich einen Velounfall, also einen Fahrradunfall, tut mir leid. Ja, ich war mit 50 km/h, fuhr ich den Berg runter in der Nacht. Krass. Und ich habe eine Kurve nicht gesehen, und danach bin ich mit dem Kopf gegen den Bordstein gerammt, und mir wurde, also ich kam ohne größeren Schäden danach wieder raus. Ich hatte einfach eine Kopfwunde, aber keine Kopfschmerzen, keine Gehirnerschütterung. Das war tipptopp. Also Du hast mir erzählt, es war blutig, also du hattest eine ziemliche Kopfwunde, musstest auch nähen, aber es waren auch gerade Leute da, oder, die dir helfen kamen. Ja, genau. Also ich konnte wirklich sagen, Gott sei Dank ist alles so gut gelaufen. Also Gott sei Dank ist mir nichts Schlimmeres passiert und waren Leute, die mir helfen konnten. Also du hast da wirklich in diesem Moment einfach Bewahrung erlebt und Genau. Gott hat dich irgendwo beschützt in diesem Unfall drin. Und du bist dann auch im Entdecke-Kurs wieder gewesen und hast das auch erzählt. Wie war das für dich dann? Für mich war das sozusagen eine Erleuchtung, weil ich wusste danach, die Leute sehen das genauso wie ich. Also ich wurde von Gott bewahrt, und es war nicht einfach so, ja, ich hatte Glück. Ja, es war irgendwie halt einfach nur so Zufall, dass jetzt gerade 2 Leute rauskamen und mir halfen, sondern es war wirklich ein Segen, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Und so konnte ich das auch sehen, und so habe ich es auch entdeckt. Also Hey, mega spannend. Wie Gott eben auch so Zeiten nutzt, um uns sich zu offenbaren. Und Ruth, du hast eben erzählt, das war für dich wirklich so eine prägende Zeit auch. Vielleicht kannst du ein paar spezifische Dinge uns noch erzählen, die du vielleicht auch mitnimmst heute noch aus dem Entdecke Gott Kurs. Was ist dir so geblieben? Wir hatten 10 verschiedene Abende. Einer war der Abend über das Gebet. Und wir haben da einfach auf Gott gehört. Wir waren Frauen, die waren erst ein halbes Jahr, haben sie Gott entdeckt, oder noch kürzer, oder hatten Zweifel. Andere wie ich schon 40 Jahre. Also es gibt da wirklich auch Platz. Man kann kommen, egal wo man steht, in seiner Beziehung mit Gott. Unbedingt. Also ich würde jetzt mit meiner Freundin, die Gott noch nicht kennt, würde ich dorthin gehen. Okay. Und wir haben gehört, und dann habe ich einen Zettel bekommen, und auf meinem Zettel, ohne dass man meinen Namen drauf oder dass jemand wusste, wer für wen sie schreiben. Und Gott hat so deutlich zu mir gesprochen durch das Gebet. Ich habe gehört in dieser traurigen Zeit, ich höre ein Lied der Freude über dir, oder geh weiter auf deinem Weg, auch wenn er hart ist. Ich wurde
sehr praktisch und sehr sensibel von Gott vorbereitet und auch von diesen Frauen begleitet. Jetzt, du bist jetzt eine Weile her, wo du den Entdecker-Gott-Kurs gemacht hast. Was ist so für dich speziell geblieben heute noch? Was nimmst du mit? Für mich ist ganz speziell geblieben, dass ich nicht so viel theoretisch wissen muss, viele Predigten hören, viel in der Bibel lesen, was ich jetzt zwar gerne mache, aber Gott spricht ganz praktisch, im Kleinen, im Alltag. Er ermutigt mich und ich habe die Ohren ganz neu offen für die kleinen Dinge im Alltag. Mega cool. Johnny, kannst du vielleicht auch noch sagen, was ist für dich heute so für deinen Glauben, was hast du mitgenommen aus dem Entdecker-Gott-Kurs? Ich habe mitgenommen, dass ich meine Reise, also mein Weg, um Gott zu finden, halt einfach so weitergehen werde. Denn mir wurde immer so reingeprägt, also in der Kindheit, ja, du musst das so tun, du musst das tun, du darfst dies nicht machen und so jenes. Und dort war es so, dass mir gesagt wurde, ja, du bist schon auf dem Weg und dass du schon hier bist, bedeutet viel. Hast du eine mega Freiheit auch entdeckt? Irgendwo? Genau, absolut. Mega cool. Hey, was mich begeistert, ist, dass dieser Entdecke-Gott-Kurs auch online möglich ist. Wir haben eine spannende Geschichte mitgebracht, wo wir kurz reinschauen wollen, von 2 Menschen, die da mit dabei waren online und wie es denen ergangen ist im Entdecke-Gott-Kurs. Hallo, wir sind Heidi und Alex aus Niederösterreich in der Nähe von Wien. Wir waren schon mehrmals bei einem Entdecke-Gott-Kurs mit dabei, meistens als Leader oder als Co-Leader, aber nie gemeinsam, wobei wir uns das von Anfang an gewünscht haben. Aber irgendwie kam es nie dazu. Heidi war dann immer in den Frauengruppen und ich war in den Männergruppen dabei. Auch beim letzten Kurs haben wir uns wieder gewünscht, dass wir gemeinsam als Ehepaar eine Mixed Group leiten. Aber bis am letzten Tag vor dem Start waren wir wieder getrennt eingeteilt. Aber am Montagabend bekamen wir dann die Nachricht, dass es diesmal anders sein wird, dass wir doch gemeinsam in einer Gruppe sein werden und da in einer ganz speziellen, nämlich in einer Online-Ehepaar-Entdecke-Gott-Kursgruppe. Wir haben uns so gefreut darüber, aber gleichzeitig kam dann auch die Unsicherheit, wie das denn werden wird, mit 2 fremden Paaren aus Deutschland halt gemeinsam den Online-Kurs zu machen. Am Dienstag war dann das erste Treffen. Nach dem Treffen war uns klar, das war echt Gottes Führung. Wir waren alle ungefähr gleich alt, wir haben eine ähnliche Familiensituation gehabt mit den Kindern, eine ähnliche Gemeindesituation und wir waren alle auf einer Wellenlänge. Wir haben wirklich tolle, schöne, interessante Entdecke-Gott-Kursabende gehabt. Am vorletzten Abend hatten wir dann die Aufgabe, uns zu überlegen, wie es denn weitergehen würde, was die Next Steps sein würden. Und uns war gemeinsam einfach klar, es muss weitergehen. Es kann nicht aufhören jetzt der Kurs. Und deswegen haben wir dann beschlossen, einen Online-Ehepaar-Kurs, eine Online-Ehepaar-Small Group zu gründen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben uns schon die Termine bis in den Herbst rein reserviert. Wir werden uns 14-tägig treffen, immer 1,5 Stunden am Abend. Und inhaltlich werden wir uns an dem Small Group Programm der ICF anhängen. Wir werden auch immer wieder getrennte Frauen- und Männer-Sessions einbauen, weil beim Entdecke-Gott-Kurs haben wir das auch besprochen und für alle war das ein großes Highlight. Es ist so schön einfach, dass wir Gottes Führung erleben dürfen und irgendwie zu merken, wie Gott unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsucht stillt. Halleluja. Halleluja. Ja, das war die Story von Heidi und Alex aus Österreich und du merkst, egal von wo dass du heute dabei bist, dieser Entdecke-Gott-Kurs kann was für dich sein, ganz persönlich, um einfach dich weiterzubringen, näher zu bringen zu diesem Gott im Himmel. Und ich lade dich ein, melde dich noch heute an, du findest das auf unserer Website und am 30. August geht es los mit dem Entdecke-Gott-Kurs. Also sei unbedingt dabei, wenn das was für dich ist. Und ich danke ganz herzlich der Ruth und dem Johnny, dass ihr heute da wart und eure Geschichte geteilt habt, wie ihr das erlebt habt. Vielen, vielen Dank. Schön warst du mit dabei.